Der Beginn einer neuen Ära. Nicht nur im Anime, sondern auch hier im Spiel. Und zwar im Spiel von Sword Art Online, Alicization Lycoris. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, wie bereits erwähnt, Anime, da ist eigentlich heute auch ein bedeutender Tag, zumindest in Japan, also von dem her eigentlich für uns alle. Denn auch da geht es endlich mit dem Sword Art Online Alicization Anime weiter. Und so ich mich, wenn das stimmt überhaupt das Gerücht, dann soll in diesem Spiel ja bereits der komplette Alicization Handlungsstrang, der auch im Anime verfilmt wird, hier übernommen worden sein. Also der komplette auch War of Underworld Arc und so. Aber natürlich, wir kennen es bei Sword Art Online Spielen, dass natürlich noch so ihre Eigenheiten haben, ein bisschen eine eigene Geschichte erzählen. So wie auch schon bei Sword Art Online Holofragment. So, genug gequatscht. Ich würde sagen, wir legen direkt mal los und gucken, was uns dieses Spiel zu bieten hat und vor allem wofür überhaupt der Zusatz Lycoris, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wofür das der überhaupt steht. Was hat die denn für Wünsche? Okay, jetzt wissen wir zumindest schon mal, wo sich das Spiel vom Anime unterscheidet. Ich bin direkt hier? Okay. Warum? Aber ist natürlich cool. Administrator, das ist nur Level 20. Das ist wenig. Administrator, auch bekannt als Quinella, nicht wahr? Der Kampf gegen Administrator hat begonnen. Ja, ich sehe es. Über das Feld in der linken oberen Bildschirmecke kannst du die Quest im Auge behalten. Und die Schere sahen zu. Hä? Ein aktuelles Ziel besiegt Administrator. Ja, werde ich wohl irgendwie hinkriegen. Ich habe 2 Schwerter. Wie wäre es mit Starburst Stream? Nimm die Steuerung von Kirito. Ich versuch's. Okay, wie geht's? Gut, das kriegen wir irgendwie hin. Mit Kamera drehst du, also ganz gewöhnlich. Sehr gut. Drücke X für normale Angriffe und A für Sprungangriffe. Okay, das ist eher B erwartet, aber okay. Den Block mindern. Oh, nicht die Schultertasten, sondern B. Oh, das wird heavy. Ja, warte mal, ich muss ganz kurz. So viel macht's nicht gerade. Hey, was steht denn da für Risiko? Huh! X normal und Sprung. Ah, die anderen sind Sprungangriffe, alles klar. Hältst du RB gedrückt, werden all deine Sword Skills aufgelistet. Ja, ich erwähne es mal auf Englisch, so wie es im Anime ja auch ist. Durch Drücken von YAX entsprechend Sword Skill. Ja, Sword Skills brauchen SP, richten aber mehr Schaden und erzwingen verschiedene Effekte. Das ist doch geil. Ich hoffe auf Starburst Stream, das wäre jetzt noch ganz episch. Mal ganz kurz gucken. Was machen die für eine Scheiße? Das sieht heavy aus. Ganz kurz gucken. Ah, den haben wir vorhin erwähnt. Ah, okay. Kann es sein, dass ich schon fast im Arsch bin?
Okay, mal mal sagen können, dass mein Schild im Arsch sein kann. Wahoo! Ja, aber Sieger Administration, ja, super. Hat doch irgendwie etwas, womit ich schnell ausweichen kann? Nö. Ja, dann hau ich mal ab. Tschüss! Und schießt. Hä? Fesselndes Licht. Bin ich jetzt nicht so fesselnd? Was ist denn Sammeln? Hm. Sammeln bringt irgendwie gar nichts. Immer den hier. Jo, wäre ein cooler Move, wenn er getroffen hätte. Okay, ausweichen kann sie, muss ich lassen. Sag mal, es ist eigentlich wohl, dass immer mir ausweicht. Kirito, was mit Starburst Dream? Bräuchte jetzt mal dringend. Und nicht genügend SP, ja super. Wir können ja genügend SP wieder sammeln. Nicht genügend SP, ja, generell sehe ich es, ja. Kann ich sie eigentlich besiegen? Nur mal so, by the way. Oh, ich frage nur vom Freund. Wieder ein paar SP. Sie nimmt die höhere Prio. Also machen schon Schaden, aber... Oh oh. Hier, hau ab! Tja, so kann man sogar auch drauf gehen. Ah, okay. Mit dem Schwungangriff kann ich theoretisch auch nach hinten, nach vorne, kann ich gerade ausweichen, aber kann zumindest gewisse Moves machen. Okay, sehr schön. Ich bin zwar gleich down, aber egal. Ja. Eigentlich wäre ich schon tot. Hallo? Was ist mit dem Sammeln? Kann ich ja sowieso nicht machen. Hat er noch ein Shield um? Nicht genug SP, ja super, dankeschön. So. Ein paar knapp ich wieder. Die füllen sich wieder auf ein bisschen. Was aber sonst für Optionen? Nö, sonst nichts. Oder wenn, dann sehe ich nichts. Wow! Hä? Kann ich gar nicht sterben. Kirito, du bist ein Beater. Das ist doch ein Beater-Move, sehe ich doch. Gut, ich meine, dass ein Beater ist nichts Neues. Ah, der gewinnt sich auch automatisch in einer gewissen Anzahl Combo. Wie bei Sword Online Holofragment. Sehr schön. Aber das irgendwie auch auswählen könnte. Dann gehe ich doch wohl, dass er noch zurückgehst. Oh, der quatscht wieder. Tja, nehmen wir den hier. Da treffen wir auch was. Okay, das kann ein bisschen dauern, Freunde. Ist jetzt zwar interessante Move sein, aber irgendwie etwas wie Enhance Armamento oder Release Recollection ist noch nicht dabei gewesen. Das überrascht mich ein wenig. Ja, sie müsste eigentlich solche Moves auch drauf haben. Okay, die Sword Skills machen jetzt nicht so viel mehr Schaden. Die Balltreffer nicht wirklich. Scheiß Kugel schon wieder. Aber schön ausweichen, aber wenn mich trifft, bin ich ziemlich am Arsch. Ich frage mich, wieso wir hier ausgespuckt werden, weil ich dachte eigentlich, dass wir den kompletten Anime zu Beginn weg eigentlich nachspielen. Plus natürlich noch ein paar Anpassungen. Aber hey,
Ich meine, warum wir dann den Endbosskampf starten? Ich frage mich auch, ob wir hier vielleicht noch gewisse Informationen bekommen, die uns im Anime, aua, noch fehlen. Bin ich jetzt auf 0? Nö, ich bin in die Knie gegangen. Aber alles super. Kirito kann sich nicht bewegen. Doch, jetzt wieder. So, jetzt einfach fesselndes. Aua. Aua. Fesselndes. Aua. Was mache ich eigentlich auf Y? Ja, kein Plan. Erstmal draufhauen, wa? Natürlich den Zweihänder Kirito erleben. Dual Wielder. Dual Blader. Whatever. Einhändigkeit, wie es damals noch bei 1 Grad hieß. Oder in 1 Grad wohl eher. Hä? Nicht getroffen? Willst du mich verarschen? Das war fast wie das Starburst-Stream. Nur kürzer. Wow! Okay, du hast schöne Sword Skills drauf. Sehr nice, sehr nice.よもや剣が2本ともに金属ではないとはね。こうなれば仕方ないわ。予定より随分と早いけれど一足先に行かせてもらうわね。いや、どこにも行かせない。ここで決着をつける。Nördliches Grasland.ここはどこだ？なんだこの服。俺こんなの持ってたか？それに肌触りがなんだか。もしかして。コマンドログアウト。ダメか。俺のこの服装、おそらくここは仮想世界だ。とはいえウィンドウは開かなかった。ログアウトの方法もわからない。何よりここはどの仮想世界なんだ。目に見えるものは現実世界のものと大差ないように見える。これが仮想世界だとすると、
この風景を生成しているマシンは恐るべき高性能機だ。ここにいても仕方ない。辺りを調べてみるか。Vor allem, weil Kirito selbst auch leicht transparent ist. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ja, ich könnte zwar Kirito jetzt ein paar Informationen geben, aber er hört mich ja sowieso nicht. Und deswegen, mal gucken, was hier so abgeht, wa, Freunde? Was interessant, dass das... Ja gut, ich meine, im Anime war sowieso ein bisschen anders. Da musste ja auch die Überleitung vom Film ordentlich gehen. Also natürlich vom zweiten Anime-Staffel musste irgendwie eine Überleitung geschehen, hierhin. Deswegen war es ein bisschen anders, aber eine Light Novel-Reihe war es, glaube ich, sogar so, dass Kirito ja auch ziemlich ohne Plan in dieser Welt gelandet ist. Das Gebiet der Underworld, ja, danke schön. Jetzt wurde bereits gespoilert. Ja, Leute, wir befinden uns in Underworld. So heißt die Welt hier. Also nicht Eingrad oder Alfheim oder wie heißt die Welt in GGO, keine Ahnung. Underworld. Wobei es ist eine virtuelle Welt, aber es ist kein Spiel. So wie es ja Sword Art Online bzw. Eingrad als auch Alfheim bzw. Alfheim Online natürlich auch GGO und Co. waren. Tja. Kann der Soul Translator von Wrath betreten werden. Ja. Ich frage mich halt, wann Kirito das kapiert mit dem Soul Translator, weil das war ja im Anime auch ein bisschen so, dass er ja eigentlich als Versuchsperson von Wrath dafür auserkoren wurde, sage ich jetzt mal, diese Soul Translator zu testen. Aber er hat ja nie Erinnerungen, was überhaupt genau in Underworld geschehen ist und so. Er wusste zwar vom Gerät, er wusste auch, wie die Welt hieß, aber er hatte keinen Schimmer davon, wie die Welt überhaupt aussah. Tja. Jetzt sieht das, aber offenbar hat er sonst keinen Plan, wer da hingelangt ist oder auch vielleicht auch gar nicht eben, dass überhaupt Underworld ist, das mit dem Soul Translator hier ist. Vielleicht kennen den Soul Translator hier auch gar nicht in der Version, da könnte ja auch sein. Und ich frage mich gerade, wieso das Spiel so elendig lange lädt. Meine Fresse, hey. Also ja, wie gesagt, das ist natürlich schon ein großes Spiel und es sollen ja auch noch DLCs folgen und so. Eigentlich wie standardmäßige heutzutage. Aber es hat so lange gelädt, nur um mich um das Anfangsgebiet zu bringen. Wobei, ich glaube, es ist ja Open World. Aber auch dann ist... Ja gut. Ich sage jetzt mal so, wenn diese Ladescreens sich nicht ständig wiederholen, soll es mir recht sein. Mal gucken, was steht denn sonst so alles auf der linken Seite. Underworld, das hatten wir schon. Die Nordhöhle, auch interessant. Das Menschenreich, wir sind 4 Reichen der Hauptstadt Centauria. Echt? Okay, das hier hieß ein bisschen anders. Centria, okay. Zum dunklen Territorium, zum Dark Territorium, ja gut. Okay, haben wir soweit alles? Lodengebirge. この音は今のはなんだこの感じ。どうしてだろう。懐かしさに胸の奥がうずく。俺にはあんな子供時代はなかったはずなのに、これは記憶？あの音を追っていけば何かわかるだろうか。Gute Frage, Kirito. Ich wüsste zwar gerade auch nicht, was man großartig anders machen sollte. Aktuellen Questziel ein. Okay. Zielsymbole. Richtigen vertrauten Symbolen. Da habe ich irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht. Okay, die Grundlagen. Gut, mit diesen Kämpfen haben wir mehr schlecht als recht, aber trotzdem haben wir es raus. Achso, für den Sprint. Okay, hätte ich mir vorher sagen können. Höhergelegene Orte erreichen. Klappt aber offenbar im Kampf selber nicht, wa?
Das Hauptmenü. Yeah, ich kann's. Kirito kann's aber nicht. So, was haben wir nie alles? Soundeinstellungen, ja. Das sind natürlich für Kirito auch sehr wichtig. Ich würde sagen normal, oder? Umgebungsgeräusche. Das ist eigentlich schon nicht schlecht. Vielleicht die ein bisschen. Der könnte. Die ein bisschen kleiner. So, geringer von mir aus. Spielzeit, ja, danke schön. Und Spiel beenden, ja, natürlich auch eine Option. Kamera, lassen wir mal so wie es ist. Die anderen glaube ich auch mal. Texttempo machen wir mal auf 5. Das ist mir, glaube ich, in der Regel lieber. Das lassen wir mal so. Tipps zum Spiel. Lassen es mal noch weg. Autospringen. Nee, bitte nicht. Das. Nee, das auch nicht. Das ist nicht unbedingt das, was er gerne hätte. Das pfuscht mir immer nur ins Spiel hinein. Zähler für Skillverbindung X ändern. Keine Ahnung, was es sein soll. Aber sieht cool aus. Kalibrierung. Okay, hatten wir auch schon mal. Ja, Hauptmenü, toll. Tolles Hauptmenü. Das heißt gespeichert, bin ich nicht ganz so sicher. Weil manchmal macht das nicht. Jo, gut. Dem Geräusch folgen. Die Kamera ist sehr ne, doch, geht. Weil es auch interessant wäre, jetzt mal zu wissen, wo es lang ginge. Okay, kannst du deaktivieren, cool. Tja, Freunde, damit willkommen in Underworld. Sieht momentan noch relativ nichtssagend aus, muss man zugeben. Obwohl es mich jetzt abgesehen von Kirito, weil er schon von der Farbe an so relativ sehr hell aus im Vergleich zum Rest der Welt, aber es erinnert mich ein bisschen an The Witcher 3. So die Umgebung und alles. Auch von den Farben und Kontrasten und allem. Aber eben Kirito sticht ein bisschen hervor. So, wir haben gesehen, hierhin geht's. Ja, wieso ich hier einen Weg einblenden soll? Ich meine, seht da oben ja, wo ich hin muss. Hui, ist da ein fetter Baum da oben.誰？え？君は誰？どこから来たの？あ、キリト、ちょっと道に迷ってしまって。道に迷った？そうなんだ。僕はユージをよろしく、キリト君。ああ、よろしく。